Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch 5 Taktiken in Clash of Clans vor, die ausgestorben sind, also oder kaum noch verwendet werden. Das bezieht sich aber jetzt größtenteils auf Rathaus 11, auch auf Rathaus 10 noch ein bisschen und ich verbinde es dann immer mit Rathaus 9 und 8er Taktiken. Also manche Taktiken werden bei Rathaus 9 schon noch oft hergenommen. Dann fangen wir mal an mit der ersten Taktik. Barge. Also das sind Bogies und Barbaren. So habe ich mir zum Beispiel zu Max Town Hall 10 gefarmt. Als dann das Update gekommen ist zu Rathaus 11, habe ich eben umstellen müssen, weil es sind kaum noch Gegner gekommen, die wo volle Lager haben. Da habe ich dann irgendwie mit Riesen kombiniert und ja, dann anders irgendwie für Go Walk und was weiß ich. Das Problem war halt dann, dass nach dem Update die ganzen Gegner, die volle Lager gehabt haben oder inaktiv geworden sind, die sind dann nach 2 Tagen, glaube ich, kann man das Dorf nicht mehr angreifen. Und deswegen sind dann die ganzen vollen Lager einfach voll geblieben und man hat es aber nicht ausleeren können. Das war halt dann das Problem. Und ja, deswegen findet man jetzt noch sehr wenig Inaktive und wen muss man sehr lang suchen, deswegen lohnt es eigentlich gar nicht mehr so zum Greifen, sondern eigentlich andere Taktiken dafür zu benutzen. Früher hat man dann halt einfach die Barbaren vorgeschickt, Bogies hinterher, die wo dann die Lager wegholt, also die Sammler weggeholt haben. Vielleicht dann noch mit den Helden rein, dass die noch die 50% holen oder das Rathaus, dass man mit den Pokalen ein bisschen hochkommt oder dass man ja noch den Bonus bekommt. Ja. Die zweite Taktik, Go Hog. Das ist immer noch eine sehr beliebte Taktik bei Rathaus 9er. Ich habe jetzt da mal einen Rathaus 11 angegriffen, der hat aber kein Adler-Death nicht gehabt. Das hat eigentlich nur relativ gut funktioniert. Was mich überrascht hat, weil Go Hog Taktik habe ich noch nie beherrscht. Und das geht halt so, dass man mit Golems vorbeigeht, Magier hinterher, schaut, dass man die Queen wegholt. Also man muss die Queen bekommen, man muss Clanburg bekommen, ja, und dann halt nur so viel Death wie möglich. Also da war es jetzt schon gut, wenn man da den Multi-Inferno bekommt, weil man auf die Hogs dann einen Heilzauber setzen muss. Und wenn bei Multi-Inferno, wer sich mit Clash of Clans auskennt, weiß, dass da gegen Multi-Inferno Heilzauber nichts nützt. Gegen Single, da darf es noch ein bisschen was bringen. Und wenn man so ab der Mitte ungefähr ist, dann geht man mit den Hogs von der Seite rein. Was dann schon bei einer hohen Death schwierig ist, weil die Hogs sind dann relativ schnell down und bei so einer breiten Base tanken dann die Golems nicht mehr. Die hängen jetzt, sagt man, die hängen an der Wand. Und da tankt jetzt nichts mehr für die Hogs. Und das ist eigentlich das Prinzip hinter der Taktik. Ja. Und da waren es aber beim, sagen wir mal, Rathaus 10er auch schnell down. Und die konnte halt jetzt für Rathaus 11 nicht mehr empfehlen, die Taktik. Für Rathaus 9er, die können es gern weiterhin hernehmen. Als nächstes haben wir Go Lavaloon. Das ist auch eine bekannte Taktik bei Rathaus 9er. Man geht mit Golems rein, Magier hinterher. Versucht, dass man die Queen wegholt, Clanburg und mindestens eine Luftabwehr. 2 waren natürlich besser. Also normalerweise sollte man 2 wegholen beim Rathaus 9er. Aber da das einfach nichts mehr bringt, weil Golem schnell down sind bei so einer hohen Def, kriegst du meistens bloß eine Luftabwehr. Und wenn es dann von der Seite reingehst, Adler Def lebt noch, die ganzen Multi-Inferno, da bringt er das jetzt eigentlich relativ wenig. Ja, ich glaube, ich habe sogar jetzt vergessen, einen Warden auf Luft zu stellen. Ja. Oder war, nein, der war schon auf Luft, passt. Ja, so die Taktik bei dem Gegner hat es gut funktioniert, das hat mich aber auch überrascht, aber das war auch, habe auch bloß 2 Sterne geholt, weil das Rathaus recht weit am Rang gestanden ist und das die Queen holen konnte. Ja. Aber wie man sieht, die Loons gehen halt einfach schnell down. Warden habe ich schon gezündet, 2 Sterne geworden. Ja, also da jetzt für Rathaus 11 da das nicht mehr empfehlen, Rathaus 10er auch nicht. Rathaus 9 kann man es noch hernehmen, aber die Taktik wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr kommen. Dann die 4. Taktik, Go Wipe. Ganz einfache Taktik. Früher, als ich mit noch Rathaus 9 war, habe ich immer die Taktik hergenommen. Einfach 3 Golems, 3, 4 Packers. Also als Rathaus 9er habe ich immer 3 Packers genommen. Jetzt habe ich mal 4 mitgenommen. Ja, also seit dem letzten Update sind ja die Packers gestärkt worden. Die Teslas machen keinen zweifachen Schaden mehr auf Packers. Ich habe gemeint, vielleicht kann es wieder ein bisschen, ja, kann Go Wipe wieder ein bisschen zurückkommen. Kann ein paar mehr Leute damit angreifen, aber machen relativ wenige. Ja, jetzt wird es nochmal gestärkt nach dem Winter-Update.
weil die Packers schneller angreifen. Aber ich glaube trotzdem, dass mehr Leute auf ja, Go-Walk oder Bowler-Taktiken setzen, weil warum soll man so eine riskante Taktik wie Go-Wipe nehmen, wenn man es auch leicht haben kann und irgendwie mit Go-Walk ja, 2-3 Sterne holen kann. Und Packer ist halt einfach ja, 2-Sterne-Taktik. Aber ich glaube eher nicht mehr, dass sie das durchsetzt. Obwohl, wie man sagt, die Packers, die haben schon extrem viel Leben und die machen schon brutal viel Schaden. Müssen wir Zeit runterlaufen. Habt vergessen, 2 Zauber zum Setzen. Ja, aber da habe ich nochmal einen Rathaus-Elfer mit der Taktik angegriffen. Da habe ich so ein bisschen versucht zu kombinieren. Mit ein paar Valkyren dazu. Also habe jetzt 11 Valkyren mitgenommen, dafür plus 2 Packers. Und das Problem da war halt, ich wollte, dass die Packers tanken für die Valkyren, aber die Packers sind halt so langsam und werden dann von den Valkyren überholt. Und dann tankt da überhaupt nichts mehr. Aber ich habe es wenigstens versucht. Es hat aber trotzdem relativ gut funktioniert. Aber ich denke mir da auch, wieso sollte man 2 Packers mitnehmen, wenn man einfach nur mehr Valkyren mitnehmen kann. Ist eigentlich auch nicht sinnvoll. Ich habe es halt bloß einmal ausprobiert, weil man denkt, ja, verschiedene Taktiken ein bisschen kombinieren ist ja immer gut. Valkyren sind... Ein paar Valkyren leben, glaube ich, noch. Packers... Es ist schon krass, wie viel Leben das die Packers haben. Ich glaube, das war ja, dass die genauso viel Leben haben wie Level 40er King. Aber die sind halt einfach sehr langsam und so schlagen auch sehr langsam zu. Aber das wird jetzt nach dem Update verbessert. Und ja, ich hoffe mal, dass was wird. Aber ich glaube es eher nicht. Hab trotzdem ein bisschen Loot geholt. War ganz in Ordnung. Als nächsten Fight, also als nächste Taktik haben wir Go Wiwi. Also Golem und Hexen. Die Hexen sind ja auch, waren einmal komplett OP, aber sind jetzt halt wieder geschwächt worden. Also das war ja, als der Warden rausgekommen ist, da haben wir dann die Skelette sauber zu viel Leben gehabt. Da hat man dann überall fast 3 Sterne sicher geholt. Dann sind sie wieder abgeschwächt worden. Jetzt sind sie wieder leicht gestärkt worden und jetzt werden sie nochmal gestärkt im kommenden Update, weil sie jetzt nochmal mehr Leben haben. Aber für mich ist die Taktik nicht ausgestorben. Es nimmt zwar fast keiner her, aber wie mir jetzt sagt, wie einfach das ist, da in die Mitte zu kommen, wie viele Skelette das da rumlaufen. Nur dazu gegen den Multi-Inferno, würde ich gegen den Multi-Inferno anlaufen und gängen einfach nicht down. Ich weiß zwar nicht, was die Queen da macht, da war eigentlich ein Sprungzauber. Aber ja, die möchte wahrscheinlich wieder ihren Kopf durchsetzen. Aber links ein paar Hexen oder Skelette, in der Mitte extrem viel. Und die Taktik, eine von meinen Lieblingstaktiken, auch wenn ich es jetzt auch nicht mehr hernehme, weil ja, wieso soll ich jetzt die hernehmen, wenn es jetzt leichter geht mit Bowler und was weiß ich. Aber trotzdem, ich mag die Taktik noch relativ gern. Und da sagt man jetzt auch gleich, warum im Vergleich zu früher, was jetzt schon besser ist. Da kommt jetzt gleich Riesenbombe. Früher waren die kompletten Hexen tot gewesen. Sie haben jetzt nicht überlebt, weil ja das Leben angekommen worden ist. Ja, es sind 3 Sterne geworden. War trotzdem ein relativ solider Angriff. Und da habe ich gleich noch einen. Wenn ihr es ausprobieren wollt, könnt ihr es auch mit Riesen machen. Ihr müsst jetzt keinen Golem mitnehmen unbedingt. Könnt ihr Riesen mitnehmen. Machen ja die meisten jetzt, oder? Oder auch statt Magier Bowler hinterher. So eine Bowler-Hexen-Kombination. Da habe ich jetzt leider einen Warden auf Luft eingestellt, aber ja, nicht ganz optimal, war aber gut gezündet. Man sagt, das hat schön alles erwischt, außer die Hexen, oder? Nein, die hat es auch erwischt. Und ich finde das halt einfach krass, die kompletten Skelette, also so viele Skelette wieder rumlaufen, auch wenn jetzt halt doch noch knapp geworden ist, aber vielleicht wenn der Warden auf Boden eingestellt war, vielleicht noch ein bisschen besser geworden. Aber die Taktik ist auf jeden Fall noch nicht ausgestorben. Mal schauen, was uns das kommende Update bringt. Vielleicht kommt da wieder die ein oder andere Taktik zurück. Das war es auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Taktik gar nicht kennt. Wenn ja, dann wisst ihr, dass es ausgestorben ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich sage bis zum nächsten Mal. Haut's rein, schöner Tag noch. Servus.